du bist kein Leader. Kennst du diesen Gedanken, der sich so anhört? Vielleicht ist es auch nicht genau dieser Gedanke, aber etwas wie, du bist nicht gut genug, nicht geistlich genug, du weißt nicht genug, um ein Leader zu sein. Du bist nicht die einzige Person, die diese Stimme kennt. Darum haben wir hier 6 Ermutigungen für dich, 6 Statements, die dich vielleicht blockieren, in Leadership zu gehen und darin zu wachsen. Ich will nicht leiten. Du musst auch nicht der große Leader, die große Leaderin werden unserer Kirche. Aber was ich dich ermutigen möchte, ist, dass du Verantwortung übernimmst für dein nahes Umfeld. Wo hast du etwas zu geben und merkst du, hey, da ist mir etwas wichtig, da möchte ich die Leute animieren und mitreißen, dass etwas in Bewegung kommt. Und geh dem mal nach und dann wirst du automatisch leiten. Ich bin nicht talentiert genug. Ich kenne diese Gedanken. Auch schon sehr oft habe ich gefühlt, ich bin zu wenig geeignet, um wirklich ein Leader zu sein. Und ich habe aber dann gemerkt, Leadership, es ist so ein stückweise, Schritt für Schritt hineinwachsen. Und man kann Leadership vor allem eben lernen, durch Erfahrung, durch Feedback und eben auch durch gewisse Ausbildungen, die man da macht. Also unbedingt mach Schritt für Schritt, geh in dem drin. Und ob du dann fähig bist oder talentiert bist, das hat mehr damit zu tun, dass du das machst, ausprobierst und dann wächst an den Herausforderungen. Ich werde nicht wahrgenommen. Bereits David hatte wahrscheinlich das Gefühl in der Bibel, ihm wurde versprochen, dass er König wird, aber bis es dann so weit war, ging es ewig. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal so. Ich mache dir Mut, einerseits treu dem Gott dran zu bleiben, sich deinen Charakter schleifen zu lassen, aber auch mutig immer wieder mal zu sagen, hey, ich würde das gerne übernehmen. Überlass dann die Entscheidung den Leitenden, aber zur Verfügung stellen darfst du dich unbedingt. Ich bin nicht so eine krass geistliche Person. Oh, ich kenne das auch sehr gut. Für mich, ich habe das irgendwann umgedreht und gemerkt, dass gerade wenn ich in Leadership bin, logisch, ich will mir nicht viel zu viel zutrauen, aber gleichzeitig auch, sobald man merkt, okay, ich muss jetzt etwas Geistliches weitergeben oder ich muss anderen erklären, was in der Bibel steht oder ich muss ihnen helfen in ihren geistlichen Schritten, pusht mich das extrem, dass ich selber auch nochmal merke, okay, ich muss selber geistlich wachsen und meine Schritte mit Gott gehen und Gott hilft dabei auch wirklich immer wieder. Da mache ich meine Leadership sowieso nicht fest an dem, wie krass ich bin, sondern wie krass Gott ist. Und mit Gott zusammen ist es mein Abenteuer, meine Leadership. Und er wird dann auch schauen, mich versorgen, dass ich in dem drin geistlich wachse und ready bin für viele Herausforderungen. Und wenn ich es mal nicht bin, darf ich das auch sagen. Ich weiß jetzt da auch nicht weiter. Komm, wir beten mal und hören, ob Gott dazu uns spricht. Gott ist super treu und tut viel Wunder da. Als Leader müsste ich dominanter sein. Bist du sicher, dass sich jeder wohl fühlen würde bei einem dominanten Leiter, einer dominanten Leiterin? Ändere doch oder erweitere dein Bild von Leadership. Es gibt so verschiedene Arten. Nicht jeder muss dominant sein, man kann auch im Hintergrund oder aus fachlicher Perspektive eine Richtung vorgeben und Verantwortung übernehmen. Mach dich da auf die Suche, was dir entspricht, mit welcher Art du Leute bewegen kannst und sie weiter leiten willst. Ich bin kein Vorbild. Das trifft bei mir einen wunden Punkt. Jahrelang habe ich darunter gelitten, an der Vorstellung, wie ich Vorbild sein muss als Leader in der Kirche. Ich muss perfekter Christ sein, ich muss sehr fromm sein, sehr diszipliniert und muss genau so und so und so sein. Und ich bin das nicht, ich bin wild, ich bin unkonventionell kreativ und habe mich deshalb sehr oft disqualifiziert als Leader gefühlt. Und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, okay, ich stoße das ab, dieses Bild, dieses Vorbild will ich nicht sein. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, dass auch Paulus zum Beispiel oder Petrus eine andere Story leben. Ja, sie haben sich heiligen lassen und Gott hat in ihrem Leben gewirkt und sie haben einen hohen Standard an Hingabe zu Jesus und eine große Liebe. Aber sie sind auch sehr transparent
wenn es um ihre Schwächen geht oder auch um ihre Fehler geht und sind ehrlich da. Und ich habe gemerkt, wow, okay, dieses Vorbild kann ich sein. Dass ich ein Vorbild darin bin, ich bin ein Leader, der Gottes Gnade braucht. Und ich bin ehrlich da drin, ich habe meine Fehler, ich habe Fehler gemacht, ich erzähle das auch, ich nehme die Leute mit rein, auch wo ich selber noch struggle drin. Und es ist okay. Ich bin nicht mehr, als ich muss, denn die Leute haben keinen perfekten Leader in mir, aber einen Leader mit einem perfekten Gott, der Gnade hat und der viel kraftvoll bewirkt. Und ich lasse Gott an mich wirken, ich lasse mich heiligen, ich bin in meinem Prozess drin, heiliger zu werden. Und das ist das Vorbild, das ich sein kann, als Leader, der selber auch noch wächst.